Guten Abend. Willkommen an dieser Sendung von der Chamberwahlen 2018. Viele Themen, viele Punkte stehen an den Wahlprogrammen. Heute freuen wir bei dem Kandidaten Daniel Frère von den Piraten am Osten, Megan Arno. Guten Abend, Daniel. Guten Abend. Guten Abend. Ihr seid am Tierschutz aktiv. Was genau macht ihr da? Also, ich habe vor 4 Jahren eine Petition an der Chamber gemacht. An die Petition, du hast im Gang für den Tierschutz zu stärken, für dass die sollen leben, wie sie mit Gefühlen, für dass kein Zirkus mehr sollen Tieren halten, für dass die Leute, die in Tiere quälen, adäquat bestraft gehen. Und das haben wir damals gemacht, die Petition, du meine Assoziation kurz drauf oder derselben Moment gegründet, wo wir sind 4 Jahre, all der 7 auf 7 Tage, praktisch 24 auf 24 Stunden, an alert sind, wann in der schlecht gehalten wird, für Hilfe zu gehen. Und da haben wir all der bis zu 20, 25 Messagen, heinz sogar nach Medien, da wird für eine Jahreszeit das, wo wir uns darum kümmern, für dass der soll besser gehen. Könntet du nicht rein zu brenzlichen Situationen? Also das Problem ist, wenn der Leute, wenn die schlecht gehalten sind, sind die Leute ja nie am Fehler, natürlich nicht. Es können Seele für, dass die kennt, da seht ihr, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe das falsch gemacht, ich meine das besser, könnt Seele für. Es könnt viel, aber von 100 Fällen ist vielleicht ein dabei, den das möchte. Meistens gehen mir aggressiert, dass mir die Idioten sind, wie gesagt, weil wir uns um Tiere kümmern. Weil einfach nicht traurig ist, weil wir das den Tieren natürlich nicht geholfen. Das ist immer ein langer Weg oder ein komplizierter Weg, für einen Tier zu helfen, respektive für einen Tier aus der Not rauszukriegen. Ist der Tierschutz zu Lützburg mit dem neuen Gesetz garantiert? Das ist Blödsinn, das neue Gesetz ist just eine Formsache gewesen, das just, wenn es die Wahlen, das neue Gesetz rauskommt. Ich habe mir selber gesagt, 4 Jahre haben wir ein neues Gesetz gewährt, das für 6 Wochen oder 8 Wochen definitiv gestimmt gehen ist. Für 4 Jahre, wo ich Petitionen für den Tierschutz gemacht habe, also eine Petition gegen den Tram gemacht gehen, da haben 10.000 Leute gegen den Tram geschrieben. Ich meine, Rechtsprechung ist nicht zu erklären, der führt schon mit vielen Farben durch die Landschaft, auch von der Mischen Seite ist. Aber uns Tierschutzgesetz haben wir erst für 8 Wochen, da gesagt, was gestimmt gehen ist, da gesagt, wo die Prioritäten liegen bei der Politik. Gibt es an der Gesellschaft oft den Unterschied zwischen Quälerei bei engem Haustier und dass es als nicht so schlimm empfunden wird bei engem Nutztier? Natürlich, ich meine, ein Tier wäre ein Objekt für drun. Ein Tier ist auch Lohnach zum größten Teil bei den meisten Leuten als ein Objekt. Ich meine, das Problem ist, dass die Leute die Responsabilität, wie ich wieder gesagt habe, ganz oft nicht einstellen, an dem Sinn, dass sie meinen, okay, ich renne meinen Hund mal am Fuß, dann ist das dann eine. Ich meine, ganz oft muss ich sagen, dass man Motto leben, dem noch wertfreie soziale Milieu das ganz kennt, dass du Leute Kannerwäschgeld kriegen an die andere Seite nach Tieren da sitzen. Also da brauche ich dann nicht mehr zu erklären dazu. Ihre Partei will den Bauern sicherlich nicht schäden, aber auch du müsst am Tierschutz nur gebessert gehen, ne? Ja, ich meine, ich muss sagen, mein Großpapa war selber Bauer, von meinen besten Kollegen sind Bauer, ich respektiere den Bauern zu 100%. Ich meine, das ist ein harter Beruf, den die Leute tun, an die ausüben, an die das Land auch groß gemacht haben. Die andere Seite sind natürlich wie an überall, egal was für Berufe da sind, gibt immer noch Leute, die aus der Rolle sprangen, die das nicht so machen, wie sie es müssten machen. Und natürlich, wenn wir da die Möglichkeit haben zu reagieren, dann machen wir das doch. An dem Step wir da hingehen, für sich natürlich mit den Leuten zu schwätzen, wird nicht immer so einfach ist. Dafür wir dann eine Veterinärsinspektion, die informiert wird, wo wir natürlich Beweise brauchen, und Fotos brauchen, dann wird man dann in dem Moment weitergehen. Deren Transport wollt ihr begrenzen? Das natürlich, sonst vertritt das wird. Das soll begrenzt gehen an dem Sinn, dass Tiere während tausende Kilometer Kamion sitzen, ganz einfach. Das ist ein wirtschaftlicher Grund. Dass Tiere müssen aqualen, ohne Wasser, an einer unwahrscheinlichen Hitze im Sommer bei 40, 50 Grad, an den Kamion an sich futtige kann ich so bis dazu kommen, an dem Land, wo sie sollen kommen. Das ist aus wirtschaftlichen Gründen, weil ich kann Ihnen schon vorstellen, dass der Kälbchen hier nicht mehr billig ist für Polen oder so, irgendwo Rumänien oder so. Also da gehen andere Gründe dafür, dass die Tiere so müssen von Grenz zu Grenz transportiert gehen. Und das ist einfach traurig. Und das soll nicht sein. Das heißt, wenn ein Tier muss geschlöscht gehen, da kann der doch im Land gemäht gehen. Da muss das nicht so gemäht gehen oder eventuell ein Mobilschlöchthaus, das geht nur in Deutschland des Öfteren, das geht auf der Platz gemäht, wo der ja sein Environnement ist, wo nicht an den Kamion gedrängt wird, wo nicht so einer Stress ist und so weiter, dass das auf der Platz kann gemäht gehen. Wie ist das mit der Polizei im Moment? Also wenn der Tierschutzgesetz ausschwätzt, was die Polizei belangt, das ist noch immer derselbe
Programm befir run traurig war, wie ihr seht, an dem Sinn, dat wann mir op eng Platz kommen, wo en déier schlecht gehalen ass, respektiv mir kree Message, wo man gucke gin, am informieren Poli wie du hinnner ze kommen. Polidef an sech net antreden an dem Sinn, dat ze können eng Ragon an den Haus, respektive oben Terra go dats eng Infraktionun, sie muss vum Gericht aus vum Prokureur muss sie eng Ordonnance kree fir können op den Terra ze goen. Dat das extrem schwéier, ich muss mal beweise hunn. Einst du huet eng Deelweis beweise, die vielleicht net durchgin. Das schwéier sommer so. Mir hunn an sech hun mir vun de Piraten mir och gefrot gert den Text, den ich auch geschrieben hat, dass fir dat ma eng deiere Schutzpolizei kräen. Der Teg an dem Sinn Polizist die se do mi hunn praktisch an all Bezirke im Land muss ich so hunne Schleitsitze, wo ich direkt kann nur wann der besass mat engem Déier. Do ginnet gros Déiere fren. Natürlich kann en Jo firstellen, net all Mëngers fro mat Déieren, net all Mënsch will sech vielleicht zu 100% ersetze fir kënnen ze man. Mi hunn awer zu 99% muss ich so giwer se Weise zu mir Hëlle vun der Poli, wo se unterstützen, wo se mat gin, wo se selber kucke gin, wo se auch reagieren an Apps machen. Den zweite Level as du no dems dat Poli do an Apps festgestaltet, geht dat natürlich dann und Staatsanwaltschaft. Die einer Seite mussten die Beweise kommen, da geht dat op Gericht, da kann dat Mainintlang normalerweise dauert dat Joer dauert dat. Ganz oft ziehen die deieren op der Platz, dat ischen deren das dann net direkt geholf. Also das lo ganz extrem, dat Schokadavren do leien an sie weiter, dat dann ernst das reagiert geht. Me sos ass dat en ganz langwierig Prozedur, die absolut glogoneich gerne huet und dem neuen Deiereschutzgesetz. Enger Kün zum Beispiel am Gesetz ass ich lokal so, dat das deieren Kerzen an Tënnen, die mussten den Mikrochip hunn, dat in dem neue Gesetz ist dat festgeschrieben, aber steht net dran, dat sie mussten registriert gehen. Man eng Auto führt man enger Plug an Autos du gemeldet. Dat mcht die mens viel Sinn, dat das einfach Nonsense dat an der das soviel Mankung an dem Deiereschutzgesetz, die do drauf fehlt, mir do sinn leider viel Lobbyen handrun, do geht dem ganz viel Suen handrun, an do sinn eben die Politiker, die zuständig sind dafür, die verbrennen sich fangen net. Die will natürlich auch für de Wahlen nicht ändern. Was könnt ihr mir dazu sagen zum dritten Alter? Den dritten Alter als Punkt, den ich muss sagen, wo ich natürlich wo Schifreen an den Fall enker könnt. Wo das ein ganz sensibel Thema an dem Sinn, dass ich es ganz extrem schlimm fand. Ich bin an sich an Altersheimer gegangen, mit den Muppen, mit den Deieren, für dass die Leute, die ich mir einzeln vorgestellt habe, für hast du kein Deier, weil du nie froh mit dem Deier. Ganz oft ist das der Fall, dass die Leute hier Deieren müssen weggehen, weil sie keine Erlaubnis kriegen, für einen Deier mitzuholen, weil ich schlimm fand. Ganz oft werden doch eher Deieren dann, da gehen Deier per gesagt und dann gehen die Leute hin verfragt. War extrem traurig ass. Wo ich aber du nach einer Geschichte erzählt von den Leuten, dass wenn 2.400 € Pension huet, und dann muss 2.400 € den Monat und Altersheim bezahlen, der Tisch von der Person noch gerne Joghurt hat oder etwas Ernstes hat oder irgendeine kleine Pläsier oder ein Glas am Sommer oder irgendetwas, da muss vom Personal fragen, die Person, und dann geht das Personal, dann die Leute, die gehen natürlich auch bezahlt für die Arbeit, diese Männer, sie müssen auch den Joghurt bezahlt kriegen oder das Glas bezahlt kriegen. Die kriegen dann an der Moyenne 50 € für eine halbe Stunde rauszugehen, für das sichern zu gehen. Da sind aber Leute, die die suchen nicht Ende des Monats übrig, für sich können die Sachen finanzieren. Und das fand ich extrem schlimm, wenn ich sein Leben lang geschafft habe. Und da sitzen sie am Altersheim, und da kriegen die keine Unterstützung, keine Hilfe. Und da kriegen die noch gesagt, die muss bezahlen. Und da sind noch Leute, wo die Familie vielleicht verstorben ist, oder wo die Familie bei mir weit weg wohnt, wo die Leute keine finanzielle Hilfe kriegen, oder wo die Kinder nicht können Hilfe, ganz einfach. Der Tisch, wenn es der Ärger ist, dann sich bestraft. Und ich fand das ganz schlimm. Aber wenn der bedenkt, dass zwei Leute, zum Beispiel bei Jochka sind, dass zu zwei müssen am Altersheim gehen, die Leute können sich das finanziell nicht leisten, weil Pensionen nicht hoch genug sind. Das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und das ist wichtig an dem Sinn, wo ich so, und wir kommen alle gut in an den Punkt, und da sitzen wir da, und da sehen wir, wie die Realität ist. Natürlich die Politiker, die an der ersten Reihe sitzen, denen ist das egal, die suchen genug, aber nicht alle Menschen, die sein Leben lang geschafft haben, hat genug, am Ende vom Leben übrig für ein adäquat normal Leben können zu feiern. Und das ist eine absolut Ungerechtigkeit. Hat euch Land genug Wohnflächen? Wohnflächen, die ausgewiesen sind, nicht, weil wir haben 3000 Wohnungen ungefähr mit Häusern oder Appartementen die gebaut wird. Wir haben aber 5000 Demonten, und wir 15.000 Leute, die praktisch an Land kommen, die auch arbeiten kommen, wo nach mehr Leute für eine Wohnung haben. Das Problem ist, der Preis ist mal von den Hauptaspekten, ich meine,
Die Leute, die hier wohnen, die Lützebäuer, die heißen, die können sich das nicht mehr leisten. Aus dem ganz einfachen Grund, an der Moyenne und Leute zwischen 2.000 und 4.000 Euro Salär sind dann natürlich auch da mehr hohen. Ich schwätze mal von der Mittelschicht, eine gute Mittelschicht. Wir haben aber das Beispiel, dass wir Leute von den Banken an der nächsten Reihe, Parlament, EU, alles, was Kommissionen sind und so weiter, EU-Kommissionen, da sind Leute, die haben zu 20.000 Euro im Monat. Die Leute kommen da hin, die so nicht bezahlen 100.000, 200.000 Euro mehr für ein Haus. Da hat keine Lützeburg mehr eine Chance dafür. Und das ist traurig. Das ist bei einem gewissen Art und Weise geht Lützeburg ausverkauft. Das ist gut, weil große Firmen an das Land kommen, mit denen Lützeburg nicht vergessen dabei. Ja, wie geht dir der Preis gestalten, dass Wohnungen erschwänglich ging? Wir schwätzen ja von der Piraten schwätzen wir von 10 Euro der Meter Carré, 10 Euro der Meter Carré. An dem Sinn, wer der Jorenke geschrieben hat schon, dass die Loyer an sich kumuliert wird, da kann proprietär gehen, der Tisch, die kriegt eine Wohnung, die über den Staatenkontrakt mit dem Mietkauf, der Tisch, die bezahlte Loyer während 5 Jahren zum Beispiel 80 Meter Carré sind 800 Euro. Heißt gerechnet auf die Jahr gehen das 9.600 auf 5 Jahre 40.000 Euro. Die gehen da von einem Festpreis von einem Appartement von 80 Meter Carré, wo ich so mit 3.000 Euro kann in der hinsetzen, der Stehungspreis. Dann sehen wir den Monat oben, da müssen die Leute das Sold noch bezahlen. Ich meine, und Leute knapp 200.000 Euro noch zu bezahlen, für proprietär zu sehen. Wird natürlich mit derselben Höchste weiter bezahlt wird, weil dann sich der Loyer erst anstatt dann zu Fenster rausfliegt, wird der Loyer geholfen, dass die Leute proprietär gehen. Wie sieht die Situation zwischen den Promoteuren und der öffentlichen Hand? Da muss ich sagen, da haben wir verschiedene Parteien. Ich werde mit einer Table rund bei RTL, wo verschiedene Parteien gegen Promoteure puchen. Ich meine, Promoteuren, die so schaffen in einem Land, sind auf die Plätze ein bisschen gesagt wie von der Regierung. Die andererseits haben wir Mankum von Gesellschaften für zu bauen, mit einem Mankum von Arbeitsleuten, von Leuten, die auf der Chantier können schaffen. Der Staat soll nicht gegen Promoteure gehen, weil die können nicht für die Männer ihre Arbeit. Dann ich meine, das von der Regierung aus, von der Basis aus, wo Gesetze müssen geschafft werden, wo vielleicht Sachen protegiert können gehen. An die andere Seite soll die Regierung, der Staat, die soll die Leute aus der Bevölkerung soll Wohnungen zur Verfügung können stellen. Gehen an der Gemengen schnell genug Autorisationen für das Projekt? Wenn da die richtige kennt, dann geht es ganz sicher, ja. Das ist ein gut froh, natürlich, dass die noch gesagt hat, auf der Table Runde. Ich habe gesagt, das ist einfach traurig, dass ganz oft an den Gemengen intern streiten die Leute an extern die Leute, die da werden, auf die Autorisationen kein kriegen, weil sie interne Dienst gehen. Und das ist ganz traurig. Was wäre die erste Maßnahme am Logement? Die erste Maßnahme am Logement, ich meine, das ist ein ganz große Volle, das ist extrem komplex, das Ganze. Wie man gesagt hat, über Mietkauf, von mir schwätze von 10 Euro der Meter Carré. Der Staat muss sich immer organisieren, an dem es da den große Pool zum Beispiel auch eng Urlaubsstelle hat, wo ein effektiv Listingen hat, wo die Leute draufstehen, die eine Wohnung sichern, wo draufsteht, was die Leute verdienen, für die Leute direkt zu helfen. Das heißt, wir haben 3 Plätze im Moment, wo die Leute können rangehen, davor können ich vielleicht Hilfe kriegen, kann ich Heim kriegen, kann ich Stock kriegen. So wie die Leute auch auf 10 Banken laufen, für Kredit zu kriegen, da müssen sich eng Urlaubsstellen, wo die Leute wirklich die richtigen Informationen kriegen, für direkt geholfen zu kriegen. Wo sieht ihr Lützeburg an 10 Jahren? Im Moment. Lützeburg an 10 Jahren. Wenn die Politik so weitergeht wie los, dann haben wir, wir haben im Moment 70% Proprietären, die wir haben 30% Leute, die es lohnen. An 10 Jahren haben wir das Problem, dass ich gebe so viele ausländische Investoren an das Land kommen, wo ich selber am Beruf arbeite, weil ich das weiß. Wenn wir fertig sind, dann haben wir nachher 50% von den Lützeburger, die heißen, die über die Grenze rausgehen, weil sie scheinen nicht mehr leisten können. Wenn die Politik nicht drastisch direkt geändert wird, das heißt nur die Wahlen oder direkt angepackt, direkt etwas realisiert wird, da geht es so wie am Tierschutzgesetz. Es sind nach vielen Jahren die verlaufen, viele Tiere werden weitergequält, genauso ist es am Wohnungsbau. Viele Leute werden das Land verlassen aus dem Grund. Aber wenn du nicht drastisch Änderungen kommen an der Politik, da gesagt die Sache ganz negativ für die Lützeburger raus. Daniel Frère, vielmals merci. Merci. Merci für die Nachrichten. Einen schönen Abend.